Habitäre Leute, mir müsst man schmatzen. Aber heut schmatzt's nicht mit mir, sondern mit jemand anderen. Servus Leute, ja, ich bin der Miche, der Kanalbetreiber hinter dem Kanal Mirschkofner Doni. Und ja, wir müssen reden. Ich versuche Hochdeutsch zu reden, weil ich einige auf dem Kanal habe, die jetzt nicht der bayerischen Sprache so mächtig sind. Ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen, da ich privat sehr viel mit Dialekt rede. Aber ich denke, den ein oder anderen Sprachfehler wird man mir verzeihen. Und zwar, das alles ist jetzt nicht geschnitten, es ist ein One-Taker. Ich rede frei heraus, ich habe auch kein Skript geschrieben. Aber ich möchte mit euch reden. Viele haben es schon mitbekommen. Es sind jetzt es ist jetzt sehr lange Zeit kein Video gekommen. Das Ganze hat folgenden Grund. Ich habe momentan einfach keine Kraft für diese TikTok-Gestalten. Und also zu mir Hintergrundinformationen. Ich bin alleinerziehender Vater, habe einen 35-Stunden-Job. Ich arbeite oft 40 Stunden als Schweißer im Maschinenbau. Ich wechsle jetzt ab März wieder zurück zu meinen Wurzeln als Schweißer Behälterbauer im Behälterbau. Aber ich habe in dieser Zeit, wo ich diesen Job angefangen habe, einfach keine Kraft gehabt. Ich war nach der Arbeit ausgelaugt, habe hart gearbeitet und dann habe ich noch meine Kinder gehabt. Und da ja bekanntlich das Geld in Deutschland nicht reicht, habe ich mir nebenbei mit meiner Musik noch Geld dazu verdient. Bin in eine zweite Band, also in eine alte Band wieder eingestiegen, da wo ich davor gespielt habe, da sie doch größere Auftritte hat und in Bayern doch bekannter ist, also in der Region. Und sozusagen habe ich einen Vollzeitjob, also fast Vollzeit gehabt, alleinerziehend mit Kindern, 2 Bands und natürlich auch noch meine wunderbare Partnerin, die wo auch Zeit von mir möchte und der wo ich auch Zeit geben will. Dann war es unter der Woche so, da ist zwar meine Partnerin nicht da, aber ich war einfach ausgebrannt. Und es ist so, Mirschkofner Doni, also die Figur Mirschkofner Doni, verarscht ja gezielt Leute auf TikTok und ich habe diese Leute einfach nicht mehr sehen können. Es sind auch Menschen, ja klar, aber wenn ich sehe, die alle haben, also fast, ich sage jetzt mal 80% von Erscheinungsbild haben keine Arbeit, verdienen Bürgergeld und verdienen nebenbei noch Schweinegeld mit TikTok. Und dann hat es mich einfach frustriert. Es war kein Spaß mehr, es war einfach nur noch diese Menschen zu sehen, es war frustrierend. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Weil wenn man schon ausgelaugt ist, es wäre auch nichts Gescheites dabei rausgekommen. Für diese Art von Videos, für diese Art von Parodie Mirschkofner Doni, da muss man happy sein, da muss man Bock drauf haben, wenn man schon mit einer Unlust reingeht, dann kann man diese Videos auch nicht machen. Ich sage eins vorweg, ich werde dieses Projekt weiterhin pausieren. Vielleicht freut es mich, irgendwann mal wieder Videos zu machen in diesem Format. Momentan habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust auf diese TikTok-Menschen, die wo einen ganzen Tag nur dahin siechen und ich habe keine Lust, mich darüber lustig zu machen. Es nervt mich einfach nur. Wenn ich sehe, ich arbeite hart, bin ausgelaugt, habe nebenbei noch Projekte, um Geld zu verdienen, um den Staat nicht auf der Tasche zu liegen und dann sehe ich diese Gestalten. Am Anfang war es lustig, mittlerweile
habe ich keinen Bock drauf. Aber ich bin ja, obwohl ich 2 Bands habe, sehr viel arbeite und Kinder und alles drum und dran, ich bin ja ein sehr kreativer Mensch. Von mir findet ihr weiterhin im Internet Projekte, zwar nicht unter Mirschkov Nadone, sondern das sage ich euch jetzt dann alles, was ich momentan mache. Und ich verlinke alles in der Videobeschreibung für den einen oder anderen, der wo Lust hat dazu. Ich habe ein KI, also als Musiker ein KI-Projekt anzufangen, ist schon widersprüchlich in sich. Aber ich habe es mal ausprobiert und ich habe ein lustiges KI-Projekt, so Country, Folk, Bluegrass auf Deutsch. Es ist dämlich und absurd. Ich bin ein Mensch, der wo einen sehr breiten Humor hat. Einen intelligenten Humor, einen schwarzen Humor, einen total bescheuerten, absurden Humor. Und dieses Projekt ist total bescheuert und absurd. Also es ist wirklich, ja, in Bayern sagt man, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Genau, so ein Projekt habe ich gestartet. Macht mir momentan sehr viel Spaß. Ich habe ein komplettes Album schon produziert, das wo Schritt für Schritt jetzt die Wochen auf Spotify hochgeladen wird und auch auf YouTube. Das Ganze heißt Dofel Doodle Band. Verlinke ich im Video, also wer auf lustige Lieder, absurde Lieder, also Lieder, die überhaupt keinen Sinn ergeben und total kurios sind, wer auf sowas steht, kann mal darauf hinklicken. Dann habe ich noch ein anderes KI-Projekt angefangen, das heißt Robert Soul. Für mich als Musiker, der wo auch Texte schreibt, so soulige Sachen zu schreiben, also Texte zu schreiben, macht Spaß, aber das Ganze umzusetzen, da fehlt es mir an Know-how und an den Musikern, die wo wirklich Soul-Musiker sind. Da verpacke ich ernste Themen und die KI macht das wirklich gut. Das heißt Robert Soul, verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Zu den KI-Songs muss ich sagen, ich gebe jetzt nicht nur irgendeinen Prompt ein, ich bin Musiker, ich gebe den Prompt so ein, ich schreibe den Text selbst, ich schreibe die Harmonien selbst und das gebe ich der KI. Ich arbeite auch nicht mit Suno oder mit den anderen großen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ich arbeite mit ganz einem anderen KI-Programm, dann gebe ich direkt ein, welche Akkordfolge, welche Harmonien das Stück haben soll, welche Instrumentalisierung, wie ich mir das vorstelle von den Tönen her, wie der Gesang sein soll. Und das arbeitet in meinem Kopf, während ich so einen Text schreibe. Ich arbeite da eher so als Produzent, dann gebe ich es in mein Aufnahmeprogramm ein und tue es noch ein bisschen nachmastern. Die LFUS-Werte, wenn ich es richtig gesagt habe, dass die auf 14 sind für Spotify. Ich setze einen Limiter noch ein, dass es nicht überpegelt, aber dass die Kompression passt. Das sind 2 Projekte, die sind schon online. Da könnt ihr gerne reinhören, ein ernstes und ein total kurioses, absurdes, komisches Projekt. Und ich habe Weihnachten damit angefangen, in Urlaub. Eigentlich wollte ich ein Doni-Video machen, aber ich hatte keinen Bock, ich hatte keinen Nerv. Und dann habe ich mit den KI gearbeitet und jetzt möchte ich dann ein Projekt starten, das wo seitdem, dass ich mit Musik selbst schreibe, mir schon sehr lange vorgenommen habe. Und das verlinke ich auch den YouTube-Kanal, da ist aber jetzt noch nichts Professionelles oben. Und zwar möchte ich meine eigenen Lieder, also ich habe zwar meine eigene Band Teufelsbrut, bayerischen Blues und Blues, Rock und Rock, aber ich wollte schon immer ein deutsches Blues-Rock, Heavy Blues, Blues-Album machen, so à la CC Top, Billy Gibbons, da
dann mit ein bisschen Blues-Elementen noch und noch mit ein bisschen so Jimi Hendrix Psydolic, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Elementen. Und dazu möchte ich auch kleine YouTube-Videos machen, indem dass ich auch mit der Gitarre einen Riff der Woche vorstelle oder in den Entstehungsprozess eines Songs die Zuschauer mitnehme. Und das ist das nächste Projekt, was ich neben meinen Bands kreativ machen möchte. Und das ist ein Herzensprojekt. Da bleibt auch momentan keine Zeit für einen Toni. Wer Interesse hat, mich als Mensch, als Musiker zu begleiten, den Videokanal verlinke ich auch in die Beschreibung. Da kommt aber erst in 2-3 Monaten, sage ich mal, was. Denn ich habe bis jetzt 5 Songs fertig, 4 sind schon gemastert und den 5. Song, den muss ich nochmal einsingen. Aber da möchte ich auch mehr als Mensch auftreten, also wer Interesse an meiner Person hat. Genau, dieses Projekt, dieses Musikprojekt heißt Michael G. Pongratz, also Michael G. Pongratz. Das Interessante an dem Projekt ist, ja, ich arbeite momentan mit KI, aber ich möchte einen komplett anderen Kontrast zu KI-Musik geben. Es ist nicht einfach für mich, denn wir haben immer unsere Alben im Studio aufgenommen, also im professionellen Tonstudio mit Masterstudio dann hinten raus. Da ist komplett was Professionelles entstanden, aber bei diesem Projekt möchte ich alles selbst machen. Sprich, ich nehme alle Instrumente selbst auf. Schlagzeug spiele ich mit so einem Keyboard ein und bearbeite es noch mit MIDI, denn ich bin kein so guter Schlagzeuger. Also ein Grundbeat kann ich, aber diese Beats, wo ich daher nehme, die kann ich dann nicht. Gitarre nehme ich komplett selbst auf, Gesang nehme ich komplett selbst auf. Andere Instrumente wie Orgel, Streicher nehme ich mit Keyboard auf und bearbeite sie dann noch mit MIDI ein bisschen nach. Und Bass, da mein Bass kaputt ist, ja, zu faul zum Richten oder zum Gitarrenbauer zum Bringen, nehme ich den Bass mit der Gitarre auf, aber schicke ihn über einen Oktaver und der Basssound ist ja richtig druckvoll und geil. Ja, das ist halt momentan das, auf das, was ich voll Bock habe und voll brenne. Ich mixe dann alles selbst und ich werde es dann nach dem Mixen auch selbst mastern. Also komplett Eigenregie. Und da ich mit diesen KI-Projekten, wir waren ja immer in einem Label drinnen, die uns dann das auf Spotify hochgeladen hat, einen Vertrieb gegeben hat und. Aber da ich mit den KI-Projekten jetzt Erfahrungen im Vertrieb gesammelt habe, also in der heutigen Zeit ist das ja so einfach, das hat es vor 10 Jahren nicht gegeben, werde ich es auch selbst vermarkten und auf Spotify bringen. Also komplett bei diesem Projekt soll komplett alles selbst entstehen. Und das soll der Kontrast zu dem KI sein. Also passt jetzt zwar nicht zum Toni, aber wer mich weiterhin sehen will, der kann sich diese 3 Kanäle mal anschauen. Viele Abonnenten sind noch nicht drauf, aber vielleicht hat der ein oder andere Interesse von euch. Wie es mit dem Toni weitergeht, kann ich euch nicht sagen. Ich werde den Kanal nicht löschen. Denn vielleicht habe ich in einem halben Jahr wieder die Zeit und die Lust und den Bock, Toni weiterzumachen. Der Mirschkofener Toni ist ja damals entstanden, das wollte ich eigentlich beim 1000 Abonnenten-Special sagen, wenn wir überhaupt irgendwann mal dahin gekommen wären. Aber der Mirschkofener Toni ist ja eigentlich damals entstanden in der Corona-Zeit. Und da war ich auch zu Hause mit den Kindern, habe am Vormittag mit ihnen Schule gemacht. Und ja, dann habe ich meine Musik gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich so Comedy-Zeug wäre schon verdammt cool. Am Anfang war es noch bayerische Comedy, total, man merkt, dass ich an der Kamera total nervös war. Jetzt übrigens auch, ohne Skript, so einen One-Taker.
Nervös nicht, aber unbeholfen ein kleines bisschen, aber ich denke, das passt schon. Nee, da merkt man die Anfänge von Mirško Nadone und die Figur Mirško Nadone war ja eine Satirefigur, die wo ein ländlicher Provinzer sein sollte und total überspitzt und aggressiv, aber auch manchmal dämlich und unbeholfen handelt. Und ich denke, zum Schluss hat sich das ganz gut entwickelt. Also ja, und politische Korrektheit war bei Mirško Nadone immer Fehlanzeige, denn wenn man so eine Figur verkörpert, dann muss man sie auch authentisch spielen und ein Provinzler, so wie ich es mir gedacht habe beim Mirško Nadone, der darf nicht politisch korrekt sein. Genau. Ja, vielleicht mache ich irgendwann mal wieder weiter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese 3 Projekte, die stehen zu meinen Musikbands jetzt im Raum und 2 Projekte sind schon angefangen und das eine wird so in 2, 3 Monaten, vielleicht auch eher, ich weiß es nicht, wie schnell dass ich mit dem Songs bin, kommen. Und ich wollte euch einfach mal diese Information geben, denn es ist schon lange nichts mehr auf den Kanal gepostet worden. Ich bin aber sehr dankbar für diese Community, was wir hier erreicht haben. Vielleicht irgendwann mal wieder weitermachen. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Doni-Kanal so viele Abonnenten gewinnt. Natürlich für einen YouTuber ist jetzt da, was willst du da mit deinen paar Lutschgürteln, da nicht mal 600 Abonnenten, was willst du da? Aber für mich war es wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dass es Leute gefeiert haben. Natürlich muss man auch sagen, Mirško Nadone bestand immer darin, sich über andere lustig zu machen oder sich selbst sehr blöd in Szene zu setzen. Natürlich gab es auch ein paar Kritiker, das ist ganz normal im Internet und es ist nicht jedermanns Geschmack. Natürlich auch, weil man sich ein bisschen andere Leute verarscht hat. Aber bei diesen Leuten, die ich verarscht habe, als Mirško Nadone, tut es mir nicht leid. Denn wie gesagt, das sind Leute, die machen nichts aus ihrem Leben und leben einfach nur von Kosten von anderen. Und das bewusst. Das muss man immer dazu sagen, die machen das bewusst. Und wenn das Leute kritisieren und schauen nebenbei RTL an, während die Redaktion von RTL die Leute verarscht und Verträge gibt, dann denke ich mal, ja, meiner Meinung nach sollten diese Leute nicht mit der erhobenen Zeigefinger rumlaufen. Aber das ist ihre Meinung, dürfen sie, ist nur meine Meinung. Und es ist auch, wenn es den heutigen Zeitgeist einigen Leuten nicht passt, ein Zeichen von Humor, schwarzen Humor, sich auch über sowas lustig zu machen. Wie gesagt, mein Humor ist breit gefächert, von intelligent bis schwarz bis total dumpf. Und den lasse ich mir von anderen Leuten nicht nehmen, die wo mit der Moralkeule schwingen, aber dann bei verschlossenen Türen selbst so eine Art von Humor ausleben. Und man muss auch mal den Stecker aus dem Arsch ziehen können. Genau, das war jetzt ein Update für euch. Ich habe wahrscheinlich jetzt ziemlich lang geredet, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, Punkt 1, Doni wird momentan pausiert, weil ich keinen Bock habe und das bringt mir nichts und euch nichts, wenn ich nur mit halber Lust an die Videos rangehe. Punkt 2, ich bin trotzdem noch vertreten auf Social Media mit den 2 KI-Projekten, Robert Soul, Ernstes Soul-Projekt, Link in der Videobeschreibung, Dofel Doodle Band, absurdes, komisches Country-Projekt, Link in der Videobeschreibung. Und ich werde noch Michael G. Pongratz machen, wo alles komplett selbst gemacht ist und produziert ist mit der Musik. Gesang ist zwar nicht perfekt, Gitarre auch nicht, sind alles One-Taker, aber
es ist von Herzen und es ist es ist von Herzen und es ist einfach ein Kontrast zur KI-Musik. Link auch in der Videobeschreibung, Kanallink mit meinen einen Abonnenten. Die Videos, wo jetzt bei Michael G. Pongratz sind, die Musikvideos, die könnt ihr knicken, die sind scheiße aufgenommen, scheiße gesungen. Es wird ein bisschen besser, weil ich mich mit Mixing jetzt mehr befasst habe, mit Mastering, und ich die Lieder versuche zwar mit One-Taker, aber ein bisschen besser einzusingen. Und wer meine aktuellen Bandprojekte also sehen möchte, der Eude Schlag als Leadgitarrist, wieder seit Mitte letzten Jahres war es, wieder dabei. Davor mal ausgestiegen, in der Anfangszeit dabei gewesen, jetzt wieder dabei. Link vom alten Schlag ist auch in der Videobeschreibung und mein eigen aufgezogenes bayerisches Bluesrock-Projekt Teufelsbrut, auch Link in der Videobeschreibung. Genau, das sind meine Projekte, da könnt ihr mich weiterhin verfolgen, und bei den einen Michael G. Pongratz kommen, ja, ich sag mal in einem Monat, 2 Monaten auch Videos und auch Backup-Videos. Also nicht nur Musikvideos, sondern auch einmal, wenn ich laber und da es kein KI-Projekt ist, möchte ich mich als Person da auch präsentieren und einen kleinen Hintergrundeinblick in den Mensch Michael Pongratz als Musiker zu geben. Genau, wie gesagt, es war eine schöne Zeit mit euch. Vielleicht erleben wir diese Zeit wieder, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, der Kanal wird nicht gelöscht, aber das ist ein Infovideo an euch, das schulde ich euch jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte schon eher so ein Video machen, aber ich habe es immer wieder aufgeschoben. Und heute lade ich es hoch. Also, ich hoffe, euch allen geht es gut und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haltet die Ohren steif. Vielleicht hört man sich, vielleicht auch nicht. Vielleicht interessiert es den einen und er begleitet mich. Wir werden es sehen. Also, Servus.